Meine Damen und Herren, ich sage nur, schwarzer Hut, rote Jacke, die Gitarre. Liebe Politiker, ziehen Sie die Köpfe ein. Hier kommt Schorsch Seitz. Ich muss sagen, Herr Peter Müller ist ja richtig prädestiniert für dieses neue Amt als Bundesverfassungsrichter. Er hat da mittlerweile richtig guter Name, so als Spezialist für juristische Fachfragen. Neulich in Straßburg. Da ging es mal wieder um die Hinrichtungspraxis in China. Peter Müller ist dazwischen, hat seine Meinung gesagt, hat gesagt, bei der Frage der Todesstrafe müssen wir alle an einem Strang ziehen. Integrationsdebatte, letztes Jahr ausgelöst durch Sarrazin. Peter Müller hat sein Senf dazugegeben, hat gesagt, Integration geschieht nur über die Sprache. Integriert werden kann nur der wo richtig Deutsch spricht. Ja, da kann ich mal sehen, wie ein Saarländer mit Eppelborner Migrationshintergrund nur 11 Jahre in der Landeshauptstadt integriert ist, ne? Ich hätte ja eher erwartet, dass er gesagt hätte, integriert werden kann nur der wo richtig Deutsch spricht. Dude. Ja, da passt er jetzt gut in das Bundesland, das alles kann, außer Hochdeutsch, gell? Aber jetzt, wo er gesagt hat, er geht, gibt es eigentlich, die wollen ihn zurückhalten. Hans im Sletsch wollte ein Elektroauto schenken. Sagt er, na, das ist mir viel zu klein. Ich bin sowieso, da kannst du da elektrisch drauf. Ich stehe morgens mit Widerstand auf, fahre mit Hochspannung auf die Erbe, schwimme den ganzen Tag in den Strom, komme abends geladen heim, greife einmal an die Dose und da kriege ich noch ein Gewicht. Okay, aber die Nachfolge ist ja jetzt geklärt. Es gab einige Kandidaten für den Ministerpräsident. Stefan Toscani, ne, ist ja ein lieber Kerl, aber der sperrt ja schon die Autobahn für 3 Tage, wenn sein Box Hochwasser hat. Ja, wenn er dann Stau hat, kommt er oben ins Hemd zu seiner Frau und schwärmt der vor von seinem großen Krisenstab, ne? Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum haben die Grünen keine Kandidaten aufgestellt? Simone Peter zum Beispiel. Die sieht nicht nur gut aus, die hätte dafür gesorgt, dass die Flasche im Container landet und nicht in der Regierung. Gell? Sag mal, ist das deiner nebendran? Ja. Bin ich noch zufrieden mit ihm? Schläft er schon durch? Ja. Klasse. Ja, aber die Kandidatenfrage ist ja jetzt gelöst. Die Nachfolge ist gelöst. Wir kriegen eine neue Ministerpräsidentin, Annegret Kramp-Karrenbauer, die Lady Gaga der saarländischen CDU. Ja. Freunde, Peter Müller hat die Kandidatenfrage, hat die Nachfolge geklärt. Er hat ganz genau gesagt, was er will. Wir brauchen neue Ministerpräsidenten. Ich bleib nicht länger auf Jamaika. No chance for Stefano Toscani. Annegret, ich fleh dich an, mach du's. Kramp-Karrenbauer. 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 Wenn ich dann Annegret als Präsidentin krieg, dann braucht das Mäd nicht länger mehr als Putzfrau gehen. Kramp-Karrenbauer. Kramp-Karrenbauer. Ja. Da sind wir alle gerade im Saarland mal gespannt, ob das Annegret alles in den Griff kriegt. Ja gut, die Frauen haben es ja mittlerweile alle gar politisch im Griff. Ja? Saarbrücke, OB, Charlotte Pritz, im Saarland demnächst Annegret Kramp-Karrenbauer, bundesweit Angela Merkel. Die Frauen sind wahnsinnig im Kommen. Aber ob das Annegret die Grüne in den Griff kriegt, der Klaus Kessler, der macht da an der Bildungspolitik rum, der will alles verändern. Ich meine, es muss ja auch einiges verändert werden. Überlegen wir, G8 war ja nicht der Brüller, oder? Es gibt viele Eltern, die sagen, die Kinder sind überfordert. Obwohl, G8 hat auch einige Leute was Gutes gebracht. Wenn du heute im Saarland ein Ferrari über die Straße brettern siehst, ist das garantiert ein Nachhilfelehrer. Der ganze Tisch voll Nachhilfelehrer. Ja, Freunde, natürlich muss ein bisschen was an der Bildungspolitik ändern. Ne? Und der Klaus Kessler, der hat ja ein bisschen rumgemacht, ne? Hat er nicht alles geschafft. 5. Grundschuljahr abgelehnt.
Gemeinschaftsschule, haben wir auch gedacht, wird abgelehnt. Und da hat er es mit links gemacht. Ne? Ging ganz schnell. Und jetzt wollen die Grünen noch die Note abschaffen. Ey, es gibt Palaver. Hat der Kessler gesagt, nee, das machen wir ganz behutsam. Ne? Wir führen zunächst mal nur neue Note ein. Und da fangen wir an mit dem Fach Bildende Kunst. Das sieht dann so aus. Note 1, sehr schön. Note 2, schön. Note 3, auch schön. Note 4, auch noch schön. Note 5, gerade noch schön. Note 6, schön, dass du deinen Pinsel so schön sauber gemacht hast. Ja. Die Grüne. Jetzt haben wir ja gemeint, die Wunde zwischen Grüne und SPD wäre verheilt. Da ist der Linzler von der Linke ist zum Heiko Maas gelaufen und hat gesagt, ey, hast schon gehört, der Hubert Ulrich ist im Landtag die Treppe runtergefallen. Da fängt der Heiko an zu heulen. Ach, war der so fertig? Die Tränen sind die Backe runtergelaufen. Sagt der Linzler, sag mal, tut dir die etwa leid? Sagt der Heiko, nee, ich bin so fertig, weil ich es nicht selber gesehen habe. Er kann es ja auch nicht gesehen haben, er war ja auch in Afghanistan, ne? Da unten in der Stadt, die nach ihm benannt ist. Mas-i-Sharif. Oben war er ganz aufgeregt, ist er zum Sigmar Gabriel ins Zelt gelaufen, sagt er, ey Sigmar, guck mal da, der Bruder von Bin Laden ist auf meinem Handy. Sagt der Sigmar, das kann nicht sein. Doch, sagt der Heiko, da auf dem Display sein Name. Akku laden. Ja. Apropos Afghanistan. Heute Morgen war die Merkel im Verteidigungsministerium. Heute ein paar Dokumente dabei, hat sie gefragt, kann ich mal schnell euer Kopierer benutzen? Haben die gesagt, der ist nicht da, der ist in Afghanistan. Aber der Witz ist nicht von mir. Ich kann euch die Quelleangabe geben, www.zugutewitze.de. Da muss ja jetzt aufpassen, ne? Deshalb ist ja der Dr. Hartmann, der hat ja Doktortitel, ist ja netto. Der traut nicht. Der ist die ganze Woche auf der Jagd. Auf der Entenjagd. Ich glaube, der braucht noch ein paar Gänsefüßchen. Ja. Hat euch der nicht gefallen? Soll ich dir nochmal erzählen? Gut. Nee, aber Afghanistan, muss ich dazu sagen, ich meine, das hat uns ja jetzt im Alltag erreicht. Ich bin die Woche von Saarbrücken nur Lautre gefahren. Du, mir war kaum in der Dingmark, kommt eine Durchsage. Meine Damen und Herren, im Wagen 25 des Intercity Saarbrücken-Mannheim wurde soeben ein alleinstehender, herrenloser Koffer entdeckt. Wir fordern alle Fahrgäste auf, beim nächsten Halt in Homburg unverzüglich auszusteigen. Ey, da kam Freude auf, ne? Mir alle gar, der ganze Zug. Hätte bis in Homburg aussteigen, die Fahrt wäre zu Ende gewesen, wenn ich nicht zum Schaffner gelaufen wäre und hätte gesagt, ey, das ist mein Koffer. Konnte mal weiterfahren, ne? Bin ich in Lautre ausgestiegen, haben der Koffer stehen gelassen, haben gedacht, soll die Pelze auch noch ein bisschen Spaß haben, ne? Ja gut, aber davon, das sind unsere Alltagsprobleme. Da wird der Peter Müller nämlich viel mit, wenn man an der Uni huckt in Karlsruhe bei der Badenser, ne? Oh, stopp, das sehe ich doch gar nicht. Man darf ja keinen Badenser sagen, gell? Nee, Badener. Das ist korrekt. Ja, Badener. Man sagt ja auch Heilbronner und nicht Heilbronser, ne? Oder Frankfurter. Aber der Peter Müller wird sich noch oft an das schönste Bundesland der Welt erinnern, unser Saarland. Deshalb wird er sich, damit er nicht die Flemmen die besten saarländischen Symbole mithole, sei Schachcomputer schon, wird er mal Zeit vorhanden endlich. Ne? Und was holt er noch mit? Das saarländische Symbol ist? Der Schwenker, genau. Denn da stellt er sich dann in der Garde hin am Bundesgerichtshof und da ist er am nächsten Tag garantiert ganz groß mit Bild in der Zeitung und drunter steht Peter Müller, der Richter und sein Schwenker. Und dann kann er sich endlich einreihen in die Liste der großen saarländischen Sympathieträger. Die sind weltberühmt, gibt es eine ganz große Liste. Kennt ihr das? Ich nenne euch mal ein paar Namen. Erich Honecker. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Der hat uns immerhin 40 Jahre die Ossis vom Hals gehalten. Alle hopp! Schorsch Seitz. Hat's euch gefallen? Wollen da noch in der Heere?
dann müssen wir bis zum Finale warten. Das sehen wir nicht wieder.